Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer und herzlich willkommen zum heutigen Panorama, moderiert aus Bern. Heute haben wir folgende 2 Beiträge für euch in der Sendung. Die Lauberhornabfahrt für dich und mich und der Rückblick auf die Karriere von Ramseyer Fritz. Es ist noch nicht allzu lange her, dass sie die schnellsten Abfahrer der Welt die Lauberhornpiste abgrasen. Dank Fritz Bravand und seinem Team können sich jetzt auch unsere Reins auf die Spuren von Odi und Co. begeben. Patrick Schmidt hat der Leiter Technik und Betrieb von Kleinen Scheidegg erklärt, wie sie die Piste präpariert haben, so dass auch du und ich sicher ins Ziel kommen. Ich bin der Bravand Fritz, bin auf der Scheidegg, Leiter Technik und Betrieb. Ich schaue hier, dass wir flotte Piste haben für unsere Gäste. Wir die Piste präparieren, maschinell. Wir den technischen Schnee machen, dass wir auch für die Lauberhornabfahrt wie in der ganzen Region hier, dass wir unseren Gästen das Beste bieten können. Die Lauberhornabfahrt haben wir sicher ein bisschen speziell präparieren. Wir schauen, dass wirklich nie noch eine Welle drin ist, dass die top eben ist. Und nachher wird sie auch von der Organisation des Lauberhornrennen nachher an den kritischen Stellen eingewässert, dass die Rennfahrer alle gleiche Bedingungen haben. Und das ist manchmal schon ein bisschen Schwierigkeit, dass das hergebracht wird, von Zunderist bis Zoberist auf diesen fast 4,5 Kilometer, dass da wirklich kontinuierlich die gleichen Verhältnisse herrschen für die Fahrer. Wir haben sicher nach dem Rennen, wann alle Häge, also die Absperrung, die Sicherheitsziele abgeräumt. Wir haben nachher angefangen zu präparieren, für unsere Gäste. Weil für unsere Gäste wäre die Piste zu hart zum Brauchen. Das heisst, wir dann mit der Maschine das Zeug, wie wir sagen, umstechen. Also das heisst, wir den Schnee auffliegen, wir ihn frisch einfräsen. Und je mehr der Gast drauf ist, je mehr man mit der Maschine drauf ist, bekommen wir eine Feinheit her in dieser Piste, sodass jeder Gast über die legendäre Lauberhornabfahrt dahin kann. Das ist sicher für jeden Skifahrer ein Erlebnis, wenn er hier am Lauberhornberg vor diesem wunderbaren Dreigestirn, Eiger, Mönch und Jungfrau kann vom Berg bis ins Tal fahren kann sich doch jeder stolz finden und sagen, ich bin auch die Lauberhornstrecke gefahren. Der sogenannte Hundschopf ist sicher weltweit bekannter Hundschopf. Und da gehen die Leute natürlich gerne schauen. Darum haben wir so gemacht, dass die Gäste gut traversieren können. Sie kommen in eine Linkskurve hin. Vor ist der Hag, also die Abschrankung. Es tut der Gast weisen, es ist nicht so breit. Also kann er auch nicht volles Tempo fahren, dass der Gast sich da Zeit nimmt und schaut, wo er ist. Ich bin von der Person her und von meinem Job, den ich ausführen darf, ganz sicher der gerne Schnee hat. Aber wenn nachher Sommer ist, habe ich natürlich auch Freude am Sommer, weil ich bin nachher noch Bergfahrer und dann gerne in die Berge oben ausgehen, aber auch dort begegne ich halt am Schneegang. Also ich bin einer, der sehr schneeliebend ist und somit liebe ich eben auch den Wintersport. Sportlich geht es auch im zweiten Beitrag weiter. Der Ramseyer Fritz hat 4 Anläufe gebraucht, um sich am ESAF einen eidgenössischen Kranz zu erschwingen. Ein paar Monate später hat der Schwinger aus Süderen seinen Rücktritt bekannt gegeben. Zusammen mit dem Moser Manuel hat er jetzt auf seine Karriere zurückgeschaut. Im Schwingsport hat mir viel gegeben. In Sachen Kollegschaft, Freundschaft und wirklich auch die Leidenschaft und der Zusammenhalt vom Schwingsport. Das ist einmalig. Du bist zu Mollis Eidgenoss geworden. Wie war das, als du gewusst hast, ja, jetzt habe ich den Kranz? Ja, das war schon noch sehr speziell. Dann, als ich den 8-Gang gewonnen habe und dann vor die Bern-Tribüne die Wellen gehen reisen. Das ist, das wünsche ich eigentlich jedem Sportler, dass er das erleben könnte. Wenn du so zurückdenkst, du hast 31 Grenzen gemacht, wenn ich richtig dran bin. Gibt es irgendeinen, den du gerne gemacht hast, den du nicht hast? Ja, das ist noch schwierig. Eigentlich von allem etwas bald gesehen. Berg, Kantonal, Teilverband. Aber was mich gereizt wäre noch ausserkantonale. Aber das ist jetzt nicht dazugekommen. Vielleicht wäre es heute dazugekommen, wenn ich noch geschwungen habe. Aber
für mich stimmt das so. Und Schwegalp, dann bin ich nach dran, und es hat leider nicht gelangt. An dem trauere ich noch ein bisschen nach, aber sonst bin ich eigentlich zufrieden. Ja. Wenn du jetzt einen Wunsch frei hättest für den Schwingsport, für die Entwicklung in den nächsten Jahren, was wäre das für ein Wunsch? Ja, Wunsch. Es gibt manchen Wunsch, wenn man es machen könnte, so wie es. Aber der grösste, ich sage jetzt, für die Kampfrichter ein bisschen zurückzunehmen, nicht, dass sie gegen im Rampenlicht wäre, wenn die Kamera in gleiche Augenhöhe wäre wie die Kampfrichter, würde es viel weniger Diskussionen geben, wie es jetzt ist und die Zeitlupe nicht gehen könnte vernehmen. Wenn jetzt die Leute so fragen sollen, wie sollen sie den Fritz Ramseyer in Erinnerung behalten? Was wäre dir recht? Als kleiner, lustiger Schwinger, weiß ich nicht, ist noch schwierig zu sagen. Einfach, ja. Also die kleineren Schwinger etwas könnten erreichen, wenn sie einen grossen Willen haben. Das war es vom heutigen Panorama. Mehr Infos zu den einzelnen Beiträgen findet ihr wie immer auf unserer Webseite oder auf der App. Jetzt geht es noch weiter zu den Kollegen von Meteo News, die euch erzählen, wie das Wetter am Wochenende so wird. Ich sage schon mal merci fürs Zuschauen und wünsche einen ganz schönen Hinweis. Ganz herzlich willkommen zum aktuellen Blatt vom Nordwetter für den Kanton Bern. Das Wochenende steht vor der Tür. Schauen wir, was uns hier wettertechnisch so erwartet. Heute ist es doch eher ein grauer und teils nasser Tag gewesen. Am Nachmittag hat es dann auch ein bisschen aufgelockert. Morgen am Samstag sieht es aber schon wieder besser aus. Denn wir haben über dem Atlantik zwar immer noch eine Tiefdruckzone. Verglichen mit dem Tief liegen wir aber im Bereich von ein bisschen höherem Luftdruck. Wir starten am Samstag mit stellenweise Nebel im Mittelland. Die Obergrenze liegt auf rund etwa 600 Meter. Sonst ist es außerhalb von dem Nebel schon recht sonnig. Das Ganze bei Temperaturen am Morgen rund um den Gefrierpunkt. Der Nebel der löst sich dann den Tag durch auf. Wolkenlos ist es zwar nicht, aber trotzdem recht sonnig. Es ziehen dann im Laufe des Nachmittags auch schon wieder hohe und mittelhohe Wolken auf. Sonst aber im Großen und Ganzen ein recht sonniger Tag, wo uns da erwartet. Temperaturen die klettern auf knapp 10 Grad im Mittelland. Es herrscht also gutes Wintersportwetter. Auf den Bergen haben wir wie im Flachland auch nur meist einen schwachen Wind. 0-Grad-Grenze die liegt auf rund 1600 bis 1700 Meter. Am Sonntag geht es dann mit Hochnebel weiter. Die Obergrenze auf etwa 1000 Meter. Der Hochnebel löst sich dann auch noch teils auf. Über dem Hochnebel haben wir am Vormittag noch viel Sonne. Am Nachmittag dann die Bewölkung wieder, die zunimmt aus dem Südwesten her. Am Montag bleibt der Hochnebel das Thema. Auch in der Höhe haben wir dann viele Wolken. Und am Dienstag wird es dann wohl immer wieder nass werden und teils auch recht windig. Das gibt dann eine ordentliche Menge an Neuschnee im Oberland. Temperaturen die liegen dann so zwischen 5 und etwa 7 Grad. Ab Mittwoch und Donnerstag ist es dann sogar noch ein Spürchen milder. Dazu bleibt es aber nass. Soviel zum aktuellen Wetter. Ich wünsche Ihnen ein ganz schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal. Ade miteinander.